Herzlich willkommen bei der Februarsendung von ADR Tele. An hier sind Tab-Überschriften von dieser Emission. Schon Ugangs Februar hat die ADR die Regierung aufgefordert, für alle guten Corona-Restriktionen abzuheben. Das machen nur immer mehr Länder in Europa, wenn es eben dem dose Verlauf von der Omikron-Variante. Zumal auch Patron von der Horeca haben es dick satt mit den Restriktionen. Wir haben mit einem Stadter Restaurateur geschwärzt. Am Neidorf konnten Lotawuner ein Koppel Uhren, die größte Eiler in Europa, a Bild an Ton festhalten. Zusammen mit Anwohnern vom Zensor vom Weimerschaft wird für den Erhalt vom Lebensraum vom geschützten Tier gekämpft. An Doma dagegen das schon bald größte wahnsinnige Velosbrick-Projekt. Vom 2. bis den 25. März und Lützeburg hat die Möglichkeit, für sich auf ihrer Gemeinde anzudrohen, dass den zweiten Teil von der Verfassungsreform einem Referendum soll vorgelegt gehen. Wir haben am Sprecher vom Initiativkomitee über 10 Beweggründe geschwärzt. Das ist nicht für die Regierung zu machen, mit einfach den Lützburger Recht zu gehen, was können zu bestimmen, wie der Verfassung vorgesehen ist. Die ADR will die Gesellschaft nicht zusammenführen und nicht nur die Leute individuell Freiheiten ganz zurückgehen, aber auch unsere Betriebe in die Arme greifen. Die Restriktionen, in denen unsere Wirtschaft leidet, stehen in keiner Relation zu den wirklichen Gefahren vom Coronavirus. Viele Betriebe hatten ganz schroh Abbauen und die ADR fordert wenigstens viel mehr generös finanziell Hilfen, natürlich auch für den Horeca-Sektor. Hilfen, die auch retroaktiv müssen gelten. No rund 2 Joer Covid-Krise huet de Restaurateur Jean-Claude Kolbach grost Uleiers. Hierner seg Berufskollegen sollen endlich nees normal schaffe gelos gin. Ich meine schon, dass den Zeitpunkt kommen wir für Restriktionen komplett abzuheben. Verschiedene von unseren Ländern, die machen das. Ich brauche nicht in Dänemark oder Holland oder auch Schweiz zu denken, wo wirklich alle Restriktionen gefallen sind. Ich bin dankbar, wenn wir endlich erkennen, dass wir die Pandemie momentan op mans Standardis hunn. Covid-Check, zertifizeiert Tester a Maskepflicht an so weiter. Mat all dem misst endlich Schluss sinn, an heiers doch der Appell, dat et am Horeca-Sektor zu kegem enzesche Cluster kom. Also ich meine, die Leute kommen lo Sylöserem, sie vertrauen, sie wissen, dass sie mir nicht auf einer Platz sind, wo es gefährlich ist, rauszugehen oder respektiv essen zu kommen. Wat bleibt as e battere Nogeschmer vum echte Lockdown, wo d Betrieber forsäiert gesinn hier deren zou ze machen, an die laufend Kächten wie Loyen an einer Freien einfach weitergelaf sinn. Das wat man immer regrettiert hun, dat war das Telefon zu spät kommen sind, respektiv die echt 8 Monate komplett vergiss gesinn, für Hilfen auszubezahlen. Wir sind von engem da auf den anderen zugemacht gin an hatten aber alle Götten die Freien zu drohen, an do sind wir kläglich wirklich vergiss gin während den echten 8 Monate. Och van Telefon um zweete Lockdown méi effikaz wäre wie die Käier firrunn, huete Jean-Claude Kolbach misse gräser Schulde machen fir sei Betrieb ze retten. Ich sitze op enger relativ großer Schuld. Ich bin haut méi Äm wie 2 Joer, respektiv ich hun haut viel mi Schuld wie 2 Joer. An die Suen, die nawer nach wéi, wann man lorem Ufhenken normal zu schaffen, an wir können op mansmal freien o jour le jour decken, dann hummer dach awer nach die Gro Schuld vu 2 Joer mat och ze drohen an wéi man da finanziell optreikkriegen, das ist net so einfach. Da der Forderung fir de Betrieber méi en gros finanziell Hëlfstellung ze ginn, fir dat sie iwwer Tronne kommen, dat ass am Parlament bei der Majoritéit awer net gut ukom, erstaunlicherweis fir an allem bei der DP. Das eng intellektuell Injur, wann ich Sachen heieren, dass d' Regierung anders gi am Reensto lassen, also wann ich klift. Dat wat mir so als ADR, dat das just eng Tatsache. Guckt doch nimmen, wie der am Transportsektor umgeht. Guckt weder dadurch, dass er zum Beispiel der betrieblichen Diesel immer mehr heiß besteuert zur Inflation beidroht. Guckt, wer mit den Energiepreisen mehr, wo es als Entreprisen Probleme haben, weil die Energiepreise am Frankreich, wird just Konkurrenz aus 4 bis 5 Mal mehr billig sind wie hier. Guckt euch doch
Guck dich doch un, wer der mat den Entreprise merkt. Guck dich un an schon das Beispiel von der Horeca genannt. Wer dir gemerkt hat an den letzten Moment mit dem Hindern hier, hat dem Herr Köpp nicht nur gelauscht hat. Ich sprach nicht an der Klasse Moyenne Kommission zu sehen. Es geht durch, den Herr Köpp nur zu lauschen und alles dem, was der gesagt hat, wie ich zu sagen, dass nicht kapabel wird. Ich bringe nichts Interview von Horeca. Der Hut an mehr wie an engem Sektor während dieser Krise einfach eine Navigation en vue gemerkt. Ein Hindern hier, weil der Regierung unwürdig ist, wo der nicht gewiesen hat, dass auf der Seite von der Entreprise steht, mehr an einem Aktionismus, wo der probiert hat, etwas zu machen, wird absolut nicht der Situation umgemessen. Und dafür so mir ich als ADR, es geht die Hölle für genau ist nicht weit genug, und das nicht so, wie man am Beißel hier sieht, dass mir einen falschen Eindruck gänge vermitteln, weil wir wiederholen das hier, was die Entreprise soen. Ich so ein Irrscheppes, Herr Kersch. Du hast mich ja gefragt, nennt mir ein Minister, der so geht independent gefacht hat für dir, an den dafür aus der Regierung rausgegangen ist. Net just wann et Rëms geht fir als demokratisch Rechte anzuschränken as d' Regierung top. Ma auch nach wann et Rëms geht fir unlogisch zu denken. Am Kader vum lächte Covid-Gesetz hat de bloe Staatsminister Bëttel Lackerungen ugekënnecht, fir awer an engems weiter an enger Impfpflicht festzehalen, wat natierlech iwwerhäert ke Sinn mischt. Dofir muss de Pro vun enger Impfpflicht direkt fällegelos ginn. Als ADR verlangen wir, dat den 1. März soll den Tag van der Freiheit gehen. An dem mat Lewen nees so weit wie het nëmme geht en het dem Respekt für am Virus sollen normalisieren. Und da ginge man in Europa wirklich nie eng durchstoen. England, Irland, Dänemark, Schweden oder auch nach Schweiz. Die Liste von denen Länder, die Covid-Ausschränkungen ganz abheben oder schon abgehoben haben, geht immer mehr lang. In Lützeburg gibt es unserer Meinung nach keine Ausnahme sind. Wir verlangen einen Teil von unserer Freiheit zurück. Wir verlangen aber auch als verfassungsmäßig garantierte Grundrechte zurück und noch den vom Covid-Pass auf viele Punkte von der Kontrolle. Wir fördern Freiheit an Eigenverantwortung. Wir haben die sogenannten Herdenimmunität mit Sicherheit erreicht. Dabei sind auch effiziente Medikamente gegen die Covid disponibel. Es gibt also eine klare Entspannung, was die Sanitärmaßnahmen ausgeht. Dafür ist aber die Gesellschaftssituation weiter angespannt. Die Gesellschaft ist durch Maßnahmen von der Regierung, dem 2G und dem 3G, an der Perspektive von einer Impfpflicht tief gesplickt. Die Regierung hat in den letzten Wochen immer mehr repressive Reflexe entwickelt. Wir wollen nicht nur, die hier individuell frei zurückgehen, wie auch als Betriebe. 3 Restriktionen, an denen als Ökonomie liegt, stehen in keiner Relation zu den reellen Gefahren. Auf der Arbeitsplatz muss den 3G komplett abgeschafft gehen, und müssen jetzt normale Schaffbedingungen gelten. Das gilt natürlich selbstverständlich ohne Kontrolle von einem Impfpass. Menge haben das für 3 Wochen angefordert, und da geht es schon gelackert. Ich meine, das sieht schon genau, ohne dass evaluiert wird, was das braucht oder nicht braucht. Auch die Berufskammer gesagt, an ihrem fakultativen 3G ob der Schaff ganz kritisch. Die obligatorische 3G-Pflicht war übrigens eine Katastrophe für die Entreprisen. Die wären mit viel Krankenscheinen von ihrer Salarie konfrontiert und noch mit zusätzlichen administrativen Aufwand. Das hat auch enorm negative Reperkussionen auf die ganze Schaffwelt auf viele Bereiche. Auch der Horeca-Sektor hat unter den Covid-Mesuren gelitten. Die staatliche Hilfe für sie bei weitem nicht dargegangen, für die Löcher an die Käsen zu stoppen. Nur mal nicht einen Monat, 3 Wochen, also Schluss mit dem Spuk. Die Regierung hat wirklich besser gehabt, direkt auf der ADR zu lausren, und so haben sie überhaupt nicht anzufeiern. Was besser, Sie möchten verstehen den Sinn nicht mehr von dem Ganzen. Sie haben den Überblick verloren und damit auch Vertrauen an Maßnahmen von der Politik. Der Staatsrat wundert sich singen mal wieder darüber, dass Covid-Bestimmungen nur knapp einen Monat schon nicht fällig gehen.
wie wann Konsequenzen von so Maßnahme gesagt, da kann sich wirklich darüber Chemie wundern. Viele Betriebe haben schrecklich Abrüste gehabt, der fordert übrigens viel mehr großzügig Hilfe für einen ganz reifer Betrieber. Den Herr Staatsminister können nicht Lockerung von den Maßnahmen an, hält aber gleichzeitig an einer Impfpflicht fest. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Dazu nicht nur mehr, mir auch die konsultative Menschenrechtskommission. Die Impfpflicht aus vielen europäischen Ländern weltfremd. Hier im Land ist vor allem der CSV davon begeistert, an die drei Regierungsparteien sind halt nicht einmal uneins an dem Punkt. Dafür verlangen wir, dass die Regierung das Projekt von einer Impfpflicht direkt soll fallen lassen. Wir sind und bleiben als RDR für freiwillige Impfungen klar gegen eine Impfpflicht. Es geht schon von einer feierten Impfung, habe ich mal geschwärzt. Das wirft den ganz Reihe Neufrohen ab über die Wirksamkeit von diesen Impfungen. Wie lange soll das dann also gehen? Muss man geschwind alle 3 Monate antreten, für dürfen an die Kinder zu gehen. Für uns ist Freiwilligkeit primordial wichtig, gerade auch, weil sich immer mehr herausstellt, dass dort Covid-Impfstoffe eine Infizierung mit dem Virus nicht verhindern, wohl die Krankheit andämmen oder verlindern, aber nicht verhindern. Und es gibt auch ein Risiko von Nebenwirkungen, die wahrscheinlich mehr ist als wie all bei den anderen Wirkungen vertragen. Die Regierung schenkt so wenig wie möglich über die potenziell Gefahren an Nebenwirkungen für die Covid-Impfstoffe kommunizieren zu wollen. Das war noch ihre Kritik an der Patientenvertretung, die von ihrer rezenten Initiative, die DH lanciert hatten. Die hat auf der Internetseite ein Online-Formular angefordert, wo Betroffene Nebenwirkungen von einer Corona-Impfung androhen können. An der Tisch hat aber gesundheitsministerisch Patientenvertretung aufgefordert, für die Formular zurückzuführen, weil er nicht mit der Santé aufgeschwert war. So viel weisen Eisermeinungen um, das Vertrauen an die Corona-Politik von der Regierung nur lässt, legt vor sich, ob sie über die Risiken von den Impfungen korrekt abgeklärt dürfen und ob eventuell Nebenwirkungen auch wirklich immer gemeldet und publiziert dürfen. Wir bleiben an der Chambre. Das ist ein Fakt, dass die Regierung mit dazu beiträgt, für die Lebenskosten der Bürger am Land massiv an die Luft zu treiben. Die Energiepreise klammen immer mehr dramatisch, und dadurch nach an Zeiten, wo zu Lützeburg rund 130.000 Leute unter der Armutsgrenze leben. Der DR fordert dafür, dass die CO2-Steuer direkt aufgeschafft wird und möchte auch noch konkret Proposen für den Impact von der Preissteuer an Grenzen zu halten. Immer mehr Leute Pferde für zu hitzen, sitzen tatsächlich kalt daheim, weil Brennes zu teuer geht, wie das sich könnte lesen. Und das man lebt, das ist eine direkte Konsequenz auch von Lieferengpässen, aber auch von der geringen Politik. Gering geht teuer und das bleibt so, solange die Partei Regierungsverantwortung dreht. Zum Beispiel gouf eine Zergassteuer angefeiert, an die doch nach permanent angehoben. Für uns als RDR gehört die Steuer auf den Tipp von der schlechten Idee. Aber wir fanden es komisch. Wir fanden es komisch, dass Kollegen von der CSV die Steuer unterstützen und sich dann über Preissteuer spricht. Das ist ein Element auch von dem anderen. Die künstliche Verdeuerung vom Diesel, auch vom betrieblichen Diesel durch den Staat, als eine von den vielen Lasten für den Transportsektor, aber natürlich auch für den Konsument, weil den direkt die Preise, die uns angepreist und Verkehrspreise durchleitet. Es muss Schluss sein mit den permanenten Steuererhebungen. Erhebung von der allgemeinen TVA, Erhebung von der spezifischen TVA am Logement, und am Horeska, Unhebung von der Benzinsteuer, Abfeierung von der Zergassteuer und so weiter. Das alles sind Maßnahmen, mit denen die Regierungsparteien die Lützeburger Bürger seit Jahren immer mehr von ihren schwer verdenkten Suen aus der Tasche ziehen, an die es an dieser Krise auf den Kopf fällt. Das Logement geht auch durch diese Regierung andauernd mit Deier gemerkt. Wir erinnern uns von der Erhebung von der TVA auf 70%, op Mietwunchten und permanent neu Opläre bei die Bauer mit Eier machen und Diskussionen rund um Menge Erhebung von der Grundsteuer und so weiter. Mehr als RDR sind gegen all Steuererhebung. Selbstverständlich bleibt RDR auch bei ihrer Forderung für die Steuertabelle automatisch und die Inflation
unzupassen. Aber mir verlange 4 klare Konsequenzen aus dieser Debatte, und da sind ich fertig. Eine ersatzlose Aufschärfung von der desastrierten CO2-Steuer direkt, ein Rufsätze von der TVA von 14 auf 3% auf Brenners, eine Unerkennung von Energieprodukten als Grundbedürfnis an einer entsprechenden Steuerreform, eine automatische Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation, eine objektiv und wertneutrale Zusammensetzung vom Warenkorb, die auch das Logement und auch die Energiepreise adäquat muss berücksichtigen und dann eine besondere Sensibilität auch für Probleme von den Bauern, für hin bei den Preisen für Düngemittel zu helfen, die Lebensmittel teuerisch dann auch bremsen. An enger rezenter Intervention huet an de Süddeputéierte Fred Kolb eng Lanz fir d'Erhale vum Lützebauer Patrimoine a vun eiser historischer Bausubstanz gebracht. De Moment gëtt nämlich soviel wertvoll Baukultur aufgerappt wie nie fir Drun. An die anderen Parteien losen den echt gemengten Effort an dem Bereich Chlor vermissen. Kommt mir simul hofrisch, ob als Kultur, ob als Geschichte, ob als Traditionen, ob als Ritualer, ob als Spruch, und noch als Architektur. Wie kann es sein, dass dieselbe Leute, die auf der einen Seite gerne in Provence oder in Toskana wunderschön, harmonische Hallen die verrastiert bewundern gehen, auf der anderen Seite hier im Land zulassen, dass so wunderschön, harmonisch erhalten die zerstört gehen. Gar von Nettelbrück 160 Jahre alt gedurft gehabt und ersetzt durch eine alle Küste ohne Seele, ohne Identität. Aktuell dem Alois Kaiser sein heimisches Haus zu Mirsch. Dann die Rundbrück am Neudorf zu Esch, viel anderen industrielle Patrimoine, Käseminen, ein Wirtshaus von 250 Jahren zu Eicher, Aalbauernheft, zu Wecker, zu Hosen, zu Käsebezünder, Fehlen, zu Konter, zu Hirfnisch, zu Bruch, zu Eschweiler, zu Ghosting, zu Kanisch, zu Garnisch, zu Weißwampisch, zu Marmar, Götze, Stese, Lörenzweiler, Eilering, und so weiter und so fort. Ja, fort aus fort. Bauernheft, 200 Jahre alt, vom Site-Monument als erhaltenswert angesehen, aufgerappt. Wunderschön 100-jährige Häuser zu Hollerich, im Lampertsbirch, Bohneweg, Beggen am Neudorf, fort. Kehrenhal vom Agrocenter zu Mirsch, fort. Die schützenswert Annex vom Schloss Heestriff, fort. Pettenbrick, fort. So viel geht zerstört, so viel Kultur aus fort. Aus dat Bewusstsein für Lützeburger Kultur, da wundert es nicht, dass Leute so ein Red Lützeburg. Verbessere wir die Wohnungsproblematik, an dem es Maschinen wertvolle Häuser aufrappen und durch Bettungs- Appartementsküben ersetzen, schmengen nicht. Wir sind daneben auch Europameister am Bauen, und da sind wir beim unkontrollierten Wachstum. Kein Land baut so viele Wohnungen wie wir als Lützeburg aktuell. Und kein Land wächst so schnell wie Lützeburg, mit allen großen Problemen, die das mit sich bringt, von Trafik, Naturzerstörung, hohe Wohnungspreise, Aneben Zerstörung auch von der wertvoller Bausubstanz an Architektur. Kommt mir mal ehrlich, was das da meischen? Das wird früher gebaut ginas oder das wird haut gebaut gehen. Weißküsten, Uniformisierung, Betonsblick, Weiß und Anthrazit, ohne Seil, ohne Geschichte, die nicht lang werden stehen, oft gebaut für 20 Jahre zu halten. Aalbauernhäuser sind 150 Jahre nach Tiptop. Das ist kurzfristig denken. Es wird gebaut, gebaut, gebaut. Wie war das dann? Teilweise dann leidet Kaningeschassstell oder Fixfeierköchten ohne läuft. Auch Diversität geht verloren. Die Sachen, die man bauen, sind aleatoire, können überall in der Welt stehen. Du hast nicht mehr, was typisch Lützeburgisch ist. Geht mal gucken, und ihr kennt der Beispiel ja, ein Beispiel heute, dass das echte Zentrum, die Dülzestraße, mit der Straße rundherum, da guckt ihr eigentlich Europa am Platz rauf, die fantastischen Fassaden, die du gesagt hast, das ist herrlich, das ist ein Genuss für da. Und wenn in der Kucke geht, wird Haut gebaut geht, pardon, da das kein Genuss für da. Und ich will nur noch ein Beispiel so, dass das von der Regenka do verläuft zu Bäler an der Gemeinde Weißwampisch. Ich meine, du hast etwas ganz Schlimmes verbracht, das hast du jamais vu. Hier an der Pastestraße um Lampertsbirch sind mehr wie 20 schön und gesund eler Beem aufgeholzt gehen. Einfach so für eine Velospassage, wissend, dass die Beem am Fong ganz viel CO2 bannen, weiter hätte können bannen,
Mit do huet den Staater Schäferrot den blo-schwarzen Schäferrot einfach die gering Ideologiepolitik weitergefauert an einfach die Beem aufgeholzt. Das immens traurig an da der wird sich dogent wirklich das Natur an noch zum Beem einfach gut nicht mehr respektiert sie gehen et geht lo durch. Am Staater Gemengerot hat de Conseil Roy Reding dëse Projekt fir eng weiter nei Wëlosspur natierlech net mat gedroen. Mir bleiwe beim Thema, ihr ass bestimmt doch déi massiv radikal Ofholzung opgefall, wann der Rezent op der Träer Autobun op der Hecht vun der Sorti Findel rausgefuer sit. Da musse fir de neuen Trasse vum Tram bis op de Flughafen hektarweis Bëch an Hecken drugelewen. Och wann dës zo gernecht kompenséiert ginn, muss haier froh erlaubt sinn, ob die neue Tramstreck net op eng naturschonend Äderweis het können ugelöscht gin. So wären zum Beispiel fir de Projekt Nordstroß Tunnelen ugelöscht gin fir de Grengewald zu schützen, dat sogur ënner engem sozialistischen Transportminister. Ma die Greng an der Gambia-Regierung beweise regelmäßig, dat sie kaum darunter interessiert sind, fir die nach bestoet Natur zu erhalen. An dat gesäit ihr noch un eisem nächste Beispiel, dem umstrittenen Projekt vun enger Fußgänger a Velosbrick iwwer dem Neidorf an der Stadt, déi ganzer 24 Millionen Euro kachte soll. Viel Awohner vun de betroffene Quartier Neidorf Zenser Weime Schaff wehren sech géint de Bau vun der Brick. Och well dofir 2 Stecker Bëch geaffert solle ginn, wo den doheem ass, die gréessten Eil vum Land. Datei Bilder die Awohner aus dem Neidorf fir kurzem vun der U-Koppel festhale konnten. Am Zter hier ass Daniel Castellaneta nach mir entzerrt darüber, dat d'Autoritéiten de Schutzstatus vum seelenen Déier an diesem Fall net unerkennen as sei Lebensraum Futti mache wëllen. Schließlich ginnet nach just eng 20 U-Koppeln am Land. D'Organisation Natur an Umwelt huet lo die rund 70 cm groß Eil als Full vum Joer deklariert, an en erhëlt an diesem Fall awer näicht. Dofir sinn no eben Justiz heim an noch d'Breesler EU-Kommission mam Fall befasst ginn. Wir hunn all die Instanzen an Bild gesät, an mir erwarten, dass mir lo demnächst auch du einfach kreen, weil mir wären als bis zum Schluss. Nicht nur ich persönlich, mir all die Leute, die Mathe erschrieben und die Mathe die Briefe geschickt und Kommission Europäen. Und wisst ihr, wenn etwas international geschützt ist, da kann es ja nicht sein, dass sei national ein paar Leute wegen einer Tourismusattraktion einfach so wegschwenken. Das geht ja nicht. So sind wir nämlich glaubwürdig. Und darüber pochen wir, darüber werden wir. Wir haben sämtliche Instanzen abgeschaltet bis lo. Wir werden auf, werden lo dabei rausgehen. An enger parlamentarischer Froh vum Roy Reding huet d'Umweltminister am Fond geantwort, dat es sich bei diesem Brickeprojekt net Strassebauprojekt handelt, an dat dofir auch kein Umweltimpaktstudie neidisch wär. Dat fand er ganz komisch. Gell? Also wann dat do kein Bauprojekt ist, wo muss eine Etude gemäht gehen, da frage ich, wo muss dann ein gemäht gehen? Weil die Brücke ist 53 Meter hoch, 6 Meter breit, so lang an der Wand, dass die ganzen Büsche aufgeholzt gehen. Was ist das? Ist das kein Bauprojekt? Da stelle ich mich froh. Das kann ja auch nicht sein dann. Das ist auch der Appell, dat der DDR am Staater Gemengerot als einzig Partei géint den onmossesche Brickeprojekt gestimmt huet, findet grad wie die betroffen Awohner traurig, dat keng Umweltimpaktstudie gemerk gin ass, weder vum Bauherr, der Staater Gemeng an och net vum zouständesche Minister. Et geht lo net fir haien Déier zu schützen oder fir hai Mënschen zu schützen. Haget eng ganz Natur frett gemäht, haget och net geguckt no den Déieren, die international, national geschützt sinn, interessiert ha ke. An da friet sech, wie das kein Etüden dosinn. A kein huet da gelees, a kein huet da gesinn. Geteinete Gag gemäht, mam Steuerzueller. Geteinete Gag gemäht, mat den Leid, die sich nach Füllen ersetzen an diesem Land, für eng Natur zu schützen, für deren zu schützen, wo wir wissen, dass nirgends mehr nach auch rund um der Stadt, dass hier überhaupt nicht etwas geschützt wird. Und dafür setze ich mir alles an, und du gib mir eben bis zum Schluss.
Den zweiten Deel vun der Verfassungsreform iwwer d'Organisaoun vun eisem Staat ass an der Chamber am Kader vum echte Wort trotz den Gegestimme vun der RDR durchgewinkt ginn. Vill Bierger halen awer grad wie d' Reformpartei versprochene Referendum fest, fir dat Volk mat desideiere kann, wat am wichtigste Gesetz vum Land geändert soll ginn, wat net. Lozech fir eng zweete Kaier een Initiativkomitee fir e Referendum gegrünnt. Tschen dem 2. an dem 25. März kënnet Lützeburger Bierger sech nees op ihre jeweilsche Gemengen androen. 25.000 Innerschriften mussssen am Ganzen ze Summe kommen. Das net fir abskenint Regierung ze mit einfach den Lützeburger racht ze gehen, mat können ze bestimmen, wie an der Verfassung fir gesinn ass, was so gestimmt gin. Die Regierungsparteien an noch CSV willen awer kein Verfassungsreferendum an Press will den Thema am leisten ignorieren. Dafür kreen Leute wie dir außerhalb der RDR kaum eng Plattform geburden. Das schon ein bisschen traurig, oder? Ja, das ist traurig, das ist auch traurig zu gesehen, weil man am Anfang die letzte Keier diffamiert gesehen von der Presse, wo sie dann Sachen sicher gehen, für bewusst zu diffamieren, für die Leute davon aufzuhalten, sich schon zu beteiligen und schreiben zu gehen. Und da werden schon von den Medien anfangen, dass sie mehr neutral und objektiv über die ganze Verfassungsänderung berichten. Ja. Was das zweite Kapitel eben lo von der Verfassungsreform über die Staatsform ugeht, mit was für einem Punkt sieht er da am meisten auferstanden, inhaltlich? Ja, das ist der Punkt, je fidélité au Grand-Duc, was wegfällt, was durch die Regierung gesagt wird. Und dann der zweite Punkt, dass also Grand-Duc, nämlich der Kommandant von der Armee, als eben einen Schützentitel behält. War ich nicht richtig fand, weil die meisten Länder rundherum das ja auch so haben. Das ist auch so, dass dir weiter ganz stark bedauert, dass die Leute bis auf die Gemenge müssen gehen, für sich anzudrohen. Und so, das geht einfach nicht an diesem modernen Zeitalter, wo wir ja eben nur leben. Ja, ganz richtig. Im Zeitalter, wo wir heute sind, da ist es ja möglich, digital das zu machen. Ich meine, alles kann heute digital unterschreiben, alles digital aufrufen, dann müsste das auch möglich sein. Was ich wundervoll zu, dass die viele Lützeburger, die im Ausland sind, die keine Möglichkeit haben, auf Lützeburg zurückzukommen an der kurzer Zeit, für dann hier Unterschrift zu gehen. Und da müsste auch eine Möglichkeit gefunden gehen, eben durch die Digitalisation, durch die digitale Unterschrift, den das zu ermöglichen. Ein ganz grosses Problem, das wir auch gleich gesehen haben, dass das Gemeinde nicht objektiv informieren über das Ganze. Sie gehen just Minimum von Informationen heraus, für die Leute zu informieren, und noch die Öffnungszeiten von den Gemeinden gebe ich begrüßen, wenn die mehr großzügig wären, zum Samstags abgeben erhalten, für die Leute, die eben ganz verschaffen, Möglichkeit zu gehen, Samstags zu unterschreiben. Bonjour, die Damen und Herren. Es sind unruhige Zeiten. Wir nicht nur mit Covid-Krise, wir haben einen Blick auf eine große Krise in der Ukraine. Und trotzdem wollten wir euch heute noch einmal darüber aufmerksam machen, dass wir noch ein anderes ganz grosses Dossier haben hier am Land, und zwar die von der Verfassungsreform. Vom 2. bis zum 25. März können da die Gemenge gehen und euch anschreiben, wann der wollt die Idee von einem Referendum unterstützen. Denn Herr Büttel hat die Periode festgelöst, etwas nicht lang, es sind eigentlich schon 3 Wochen, die wir haben, für auf die Gemengen zu gehen, an das Referendum zu unterstützen. Ich wollte euch dafür bitten, das zu machen, weil das eine wunderbare Gelegenheit für eigen demokratisch Rechter anzustehen. Der Herr ist immer der Meinung gewesen und hat auch verdedigt, dass du nun der Lützeburger Bürger für selber über die Verfassung aufzustimmen, für selber zu dezidieren, und dafür bitten wir euch auch das Gelegenheit vorzuholen. Wir haben auch gleichzeitig eine Entwicklung, die als viel Sorge möchte. Es ist nämlich so, dass die Parteien, die das Referendum nicht wollen, die Verfassungsreform an der Chamber wollen aufstimmen lassen, lo Druck machen, für die Einzeldeler von der neuen Verfassung so sehr wie möglich durch die Chamber zu kriegen. Die Idee ist von den Parteien, natürlich nicht von der RDR, wie schon an der 1. Märzwoche das 3. Kapitel über die Verfassungsreform aufzustimmen, am 1. Wort an der Chamber. Das wäre aber genau zu der Zeit, wo die Gelegenheit hat, auf die Gemeinde zu gehen, für zu dezidieren, ob da über das 2. Kapitel von der Verfassungsreform will ein Referendum oder nicht. Was wir also mal Blick haben hier am Land,
ass der CSV, DP, LSAP an die Gring sich zu summen doen, fir eigentlich ze ignorieren, dats eigentlich de politische Message, den se wëlle vermitteln, ze ignorieren, wat Leiit desideieren iwwer der zweet Kapitel, sie sech sicher, dat geht sowieso, a wëlle lo der dritt Kapitel schon so sehr wie méiglech durchch Parlament kreen. Da der se nee zu der Prozedur. Leider sind wir allein. Wir hoffen, dass wir es trotzdem noch durchgesetzt kriegen, weil wir treten dafür an, dass der Wähler soll dezidieren. Die können dezidieren, ob der will Referendum hat oder nicht. Immer dann hingehen an die Nächstdeler an der Chamber diskutieren und aufstimmen. Auch das weist, wo die Demokratie zu Lützeburg kommen, aus den Dédain für die Population, die Sicherheit, wir können alles durchzusetzen, was sie wollen, ohne auf ihr zu lauschen. Ich kann nicht versichern, dass der RGDW nicht macht. Wir treten dafür an, dass Rechte auf jeden Fall respektiert gehen, so gut wie wir das eben können. Ich soll nicht merci mit nur lauschen. Fan Dich rëm an den Ideen vun der ADR, a wëll Dich aktiv abringe fir Appes ze bewegen, dann zeckt net lang a gitt Member. Dat ganz fir e Joresbeitrag vun nëmmen 14 €. Mir hai vun ADR Tele so nech lo Merci, dat Dir mat dabei wärt. Di kënnt als Doc an Europa per TV suiveieren. Denkt hunn firch regelméisseg op beiser Internet a Facebook-Seit ze informéieren. Bleif gesund, Adi a bis die nächst Käier.